Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Intro anfangen auf Zoomen. Da anfangen. Geil. Liebe Leute. Wir sind gefragt worden, ob wir ein bisschen über den P. Diddy Peach, reden Peach reden wollen. Also known as Sean Combs. Bürgerlich, sein christlicher Name, Sean Combs. Aber er ist weit entfernt von einem christlichen. Puff Daddy. Was hat er noch für einen Namen gehabt? Bro, alles mögliche hat er gehabt. PD. Didi allein, glaube ich. Diddy allein, eben PD hat er auch noch gehabt. Ja. Love hat er gehabt. Und Puff Daddy. Und seit neuestem auch Orus. Voll. Hey, aber bevor wir gross reingehen in die Thematik, wo wir uns natürlich sagen, jetzt, wir haben keine redaktionelle Arbeit gemacht, wir sind keine Journalistinnen. Wir haben so uns informiert, wie ihr wahrscheinlich informiert habt Genau. über Social Media. Social und Media. über ein oder andere Artikel mal Voll. Und jetzt haben wir ein paar Infos zusammengetragen, um mal über das zu schwätzen. Aber genau, bevor wir das erzählen von deiner Woche. Die Woche haben wir ja auch ziemlich viel jetzt zu tun gehabt zusammen. Wir Ja. mussten ein paar Sachen müssen zusammen machen, Meetings Business. und so. Business. Ist es schnell umgegangen, habe ich das Gefühl. Nein. Genau, ist es schnell umgegangen. Was habe ich da noch für einen Knopf? Durchgehen? Schon, Das ist Ah, das ist der. das Okay. ist der, okay. Und auf was ich mich brutal freue, ist, wenn ich jetzt so raus schaue, Bäume, Blätter gehen langsam runter, es wird so, Farbe ändert sich und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin absolut ein Herbst-Winter-Typ. Winter? Ja, Mann. Okay. Also meine Lieblingsjahreszeit ist schon Herbst. Ja. Aber Es ist halt der dazwischen, der wo nicht musst immer schauen, ob schweizerisch 40 Grad aussieht, aber nicht irgendwie die ganze lange Hose musst anlegen. Du hast Ja. gerne den kurze Hose und Pulli, gell? Ich? Ja. Ich habe das vielleicht zweimal in meinem Leben angehabt. Aha, scheiße, ich habe gedacht, du machst es Nein, gerne. weißt du, wieso du das denkst? Weil im Intro von der Kurz im Ohr Show Aha. habe ich Ja. Pulli und kurze Hose. Nein, ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, so, ich habe das Gefühl, das hast du auch schon mal gesagt, ich bin nicht sicher, aber ich habe gedacht, dass, weil ich bin so, also ich habe gerne, Ja, ich weiß, ja. Pulli habe ich gerne. Ich habe Cool. viel lieber Pulli als T-Shirt. Stimmt, du hast recht gern Pulli an. Ja, wenn Herbst, Winter kommt, mein Kleiderschrank, ich weiß nicht, was anlegen. Wenn Sommer kommt, easy. Ja. Scheiße. Die Stimmt, zwei ich habe T-Shirts. mehr Style im Herbst. Ich glaube Ja. allgemein mehr Style im Herbst. Übrigens, wir haben ja ein paar Anfragen bekommen, also Nachrichten wegen Umstyling. Ja, also ich will es voll durchziehen, sag ehrlich. Mach Ich meine es für uns beide. Ja. Hey Bro, ich bin jetzt nicht, also ich glaube, wir sind jetzt nicht auf so einem Level, so Schweizer illustrierte Servola-Prominenz, wo wir einen Nein, aber Personal Styler brauchen. Nein, aber es geht darum, dass wir, ich weiß nicht, eben, wir haben nicht die gleichen Sachen, aber unser Kleiderschrank ist gleich aufgebaut. Ja, voll. So, wir sind zufrieden mit wenig, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Absolut. Aber ja, also ich meine, wir haben ein paar Angebote bekommen, lustigerweise, sehr viel. Also ich wäre voll down, sag dir Ja, ehrlich. dann Du machst kannst- du das. Ja, ich will mit dir machen. Ich mache allein, was ist das Problem? Ich will mit dir machen. Bro, wir sind nicht seit 30 Jahren verheiratet, du kannst schon Ich will allein Umstyling Kleider mit dir, kaufen. nein, ich will Umstyling mit dir machen. Gehen wir doch Ding. Joint Show, Beauty and the Nerd. Ey, das ist lustig. Das ist wirklich Das geil, ist- ich liebe die. Das ist einer von den wenigen Trash-TVs, Ja. so gesagt, die ich mir geben kann, Ja. weil ich habe maximal, ich verstehe die Jungs. Ja, ich auch. Es ist so, Ich auch. du siehst so, wie immer so gossipt wird, nachher wenn es bei den Jungs sind und sie müssen so über uns entscheiden. Jungs, ich habe euch alle sehr gerne. Ich freue mich drauf, mit euch mal wieder zu spielen. Wir haben uns ja geaddet und so irgendwo. Also, aber ich muss ja jemanden, es tut mir ganz sehr leid. Bro, die Frau, die so, ich muss sagen, gestern, als du am Tisch gesagt hast,
war mir schon zu frech. Ciao, weißt du? Hey, aber ich Ich find's meine, geil. sie sind, also weißt, ich finde es schon auch sehr geil und sehr lustig, aber auf der anderen Seite ist auch wie so, Bro, ich würde einfach auch gern, mach nicht Beauty und der Nerd, mach Beauty und der Bre. Nein, sorry, der Bre und der Nerd meine ich. Und nachher geht ein Bre Brilliant Nerd. zu einem Nerd und sagt ihm so, Bro, Ah, okay. So. hör auf. Mit so Zelda-Schwert und so rumrennen. Bro, mach's nicht. Nein, mach. Ja. Ich hätte gedacht, das ist eine geile Idee. Ich hätte gedacht, Beauty and the Nerd, aber einfach so. Einfach schnell die Jugend von der Straße abholen. Hör mal, es gibt mehr als. Was sage ich? Aber es gibt mehr als. Unten sind sie bereit, Buchtasche. Ja, die Talahunds. Letzte bin ich, Bro, original, ich weiß nicht, was ich soll sagen, aber ein Mitschüler von mir, ein Mitstudent, der sehr geil Sieg ist, wirklich sehr geil Sieg. Ich gehe in Ding rein, Bro, ich gehe in die Vorlesung. Dann höre ich so, hey, Bro. Ich schwöre, was genau so gewesen. Hey, Ja, mit Bro. dir? Ja. Okay. Und ich schaue so, ja. Er so, weißt du, was ein Talahun ist? Was schaut auf meinem Kopf? Talon Ambassador oder was? Und dann ich so, und Bro, ich meine, was haben wir jetzt? Oktober? Ja. Der Zug gespielt. Magst du nicht ankommen, Bro? Bruder, ich so, also ja. Er so, ich habe das Wort gestern zum ersten Mal gehört. Ja. Und nachher schaut er mich so, er so, ich so, was? Er so, ja, also, so mit Augenbrauen zu mir. Ich so, Bro, was wolltest du sagen? Er so, also würdest jetzt du dich Talahun nennen? Ich würde sagen, würdest du dich Nazi nennen? Ich schwöre, Alter. Bro, das ist bei mir, Ich würde sagen, Gott zu Dings. wir haben viele Sachen. Ja, Bro, zusammen letzte, wo wir haben ja eins von den Treffen haben wir ja gerade beim Kaffee beim ZHDK gemacht. gehabt. Und dann sind wir da oben Aha. und ich bin kurz mit dir rein und dann bin ich auch wieder raus. Ja. Draussen sehe ich einen Kollegen, Ah, ja. der nicht... Wo nicht reinpasst, Bruder. Nein, Gar nicht, ich so... Bruder, was läuft das? Was läuft, Bro? Ich so, studierst Kunst? Ja. Er so, nein, Bruder, sicher nicht. Er so, ein Kollege von mir ist da, ich hole nur schnell ab, weißt du, ich sage, easy. Er sagt, länger, ich habe schnell da. Ich Es so, hat eben auch noch, also ZRK ist ja so aufgebaut, dass eine Seite ist ja, sind die Kunststudiengänge. und der andere ist Film und so. Nein, und der andere ist Psychologie. Ah. Und wenn die, gibt es Möglichkeiten, dass die sich überkreuzen? Also Nachher Leute verwirrt. in der Aula zum Beispiel. Einer, der Psychologie studiert, einfach Kunstunterricht. Er so, vielleicht ist das Psychologie. Bruder, Und der, der Kunst ist in Psychologie, denkt, das ist Kunst. ich habe einmal einen Kollegen, wo so ein, ich sage jetzt mal, sehr ein vorgefertigtes Bild hat von den Kunststudenten. Ja. Gerufen, so, hey, komm mal schnell ZRK und so. Er so, nein, Bro, ich kann nicht dort gehen, dort sind alles Spaß. Ich so, Bro, ich weiß genau, was du dir vorstellst. Aber es ist nicht so. Ich so, es ist nicht so, Bruder, komm, weißt du, es hat dort gute Equipment, Räume, dies, das. Er so, halt, okay. Wir laufen rein, Bruder, 15 so Menschen hocken am Boden, überall verteilt. Und alle haben so ein Stück Kohle, Bro, Kohle in der Hand. Kolle. Ein Stück Kohle in der Hand und Papier und zeichnen so irgendetwas. Er schaut mich an, so, schon, ist nicht so. Ich so, Bruder. Aber fair, Bro. Aber fair, Bruder. Ich Es sind einfach gedacht, zwei Parallelen, die einfach auf sich treffen. Bro, Bruder, was eins- machen die da? umgekehrt schockiert sie sich auch. Wieso? Ihn abzeichnen oder nicht? Was Ja. macht er da? Ich schwöre, ist das Kunst? Nein, man muss aber sagen, ich würde jetzt mal so frech sein und behaupten, dass Film der coolste Studiengang ist von Kunst. Jetzt, wenn ich so vor dem Rektor bin und der sagt, hey, das hat er Du musst etwas machen. Du kannst Soll ich dir mal Psychologie aufzählen, gehen, was warte. es, aha. Aha, das sag du. Ich habe Weil- es gibt nur 3. Nein, Psychologie ist ja Film nicht, und das hat nichts mit Kunst zu tun. Aha. Nein, Kunst ist Überbegriff. Dort drin ist Film. Dort drin ist Art Education. Also so, die werden, glaube ich, so, die meisten von denen werden so wahrscheinlich Lehrerinnen. Oder keine Ahnung was, interessiert mich auch nicht. Dann gibt es Videogame. Geil. Also Game Design meine ich, sorry. Dann gibt es Fotografie. Es gibt Fine Arts. Also Fine Arts ist wirklich so Kunst. Und Also so, keine Ahnung. Du hockst an einem Gemälde mehrere Wochen oder so. Keine Ahnung. ja, oder keine Ahnung, du machst Kunstinstallationen. Ist fein als so Dings. Kennst du die TikTok-Videos, wo sie so immer mehr und mehr rausgehen? Nachher zuerst haben sie so angezoomt als so ein Detail im Bild, wie ein Mann zum Beispiel einen Kaffee trinkt. Und
nachher zoomen es aus und dann bist du eigentlich eine fette Berglandschaftsgemälde. Ist das Gemälde von Aha. einer Berglandschaft und irgendwo in einem Hütli ist einer drin, der hat es anders gesungen. Aber gemahlen, checkst du? Ich check. Ist das Feinarts? Hey, ich würde sagen, Fine Arts ist alles, was mit Zeichnen, Malen Ja. und so Sachen zu tun hat. Aber eben, ich glaube, alles, was auch so mit Material, also du kannst auch Kunst, Okay, die mit Höhlen auf dem Boden, Feinarts. wahrscheinlich sind Ja. die Fine Arts gewesen, ganz genau. Mhm. Du hast, da schau, per Definition, Fine Arts ist eine eigene künstlerische Praxis und schaffst damit die Grundlagen, um im Kunstfeld Fuß zu fassen. Maximale Interpretationsraum haben sie da aufgelassen. Absolut. Aber easy, entspannt. Das Aber du verdammt kannst, also weißt, du kannst natürlich auch einfach zum Beispiel eben, es gibt auch so immersive Kunst, oder wo du kannst damit interagieren oder kann ich. Art Basel hat so 3000 Regenbögen, Schirme oder Das so. finde ich krass. Art Basel hat ja immer überall auf der Welt Ausstellungen und so. Genau, das geht natürlich alles so ein bisschen in das Art-Ding rein. Aber das Klassische ist natürlich so eben Zeichnen, Malen, Ja. Szenen. Der Don Fuego ist jetzt eigentlich ein Feinartist. Wer? Don Fuego Ja, ist jetzt eigentlich ein Feinartist. absolut. Ja, er ist ein Maler. Bucciarella heißt er. Er hat seinen Künstlernamen jetzt. Ja. Genau, und dann gibt es eben, wieso, es gibt noch, wir können selber aussehen, was es ist. Es gibt noch Cultural Critic. Mhm. Das tönt für mich so ein bisschen nach, Wie wir haben wir über unsere Hochzeit uns aufregen. genau, es tönt für mich nach einer philosophischen Art und Weise zum Kunst kritisieren. Ja. Verstehst du? Aber, ja, cultural, okay. Ja. Ich hatte vielleicht ist so, ja. Ja, oder auch über Kultur, nicht im Sinn von türkische, kurdische Kultur oder Schweizer Kultur, sondern so Kultur in Räumen oder Kultur in Kunst. Gesellschaft, in Kunst, was auch immer. Also ich weiß nicht, es tönt viel von so, keine Ahnung. Hey, was kostet eigentlich eine Jahresgebühr schon wieder bei der ZHD? Hey, nicht, 720 überall. Entspannt. Voll. Und das wird vom Kanton auch Absolut, ja. also ist anerkannt so. Absolut, okay. absolut. Das Problem, oder das Ding ist einfach, wieso viele haben das Gefühl, dass Kunststudiengänge wieso teurer sind als andere Studiengänge. Ja, wenn du das so hörst, auch wenn ich jetzt so höre, du kannst Equipment dort mieten für deinen eigenen Gebrauch, Absolut. wo mehrere 100'000 Franken wert und so denke ich mir, wieso? 27 Schutz? Ja, absolut. Ja, das gibt ich denke mir gerade so einen SSIO-Move. Ich melde mich einfach dort an, Ja. gehe nicht in die Schule, aber habe das teuerste Equipment zum Auslegen. Ja. Das Problem ist eben, dass sie nehmen nur 12 Leute auf pro Jahr. Ah, okay. Oder im Vergleich zu zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Kommunikationsstudiengang, wo vermutlich 100 bis 300 Leute Also die aufnimmt. ganze Schule in pauschal Nein, total pro anders. Studiengang. Ah, okay. 12 12 im Film, okay. 12 Ja. im 10k pro Studiengang, ja, nicht schlecht. im Ja. Design, 12 im Fine Arts. So. Etwa 50k Studiengebühr. Also nicht, dass ich jetzt will sagen, wieso, Ja. aber krass, es ist immer noch geschenkt. Also ich weiß nicht, nein, es kostet wahrscheinlich schon mehr, Ja. weißt du, weil eben, es ist ja subventioniert. Ja. Aber eben, ich meine, es werden im besten Fall ja auch so viele Leute ausgebildet, wie es auch braucht. Ja, voll. Oder? Ich meine, eben im Kommunikationsstudiengang sind Der hat vielleicht, das angenommen. eben, werden vielleicht 300 Leute sind vielleicht im Studium gleichzeitig. Ja. Und nachher Bird kann bei SRF. Oder eben BWL oder was weiß ich für Scheiße, ja. Das finde ich krass. Weißt du, es ist schon geil, in der Schweiz Kommunikation der Presse oder so studieren. Aber die Auswahl ist, glaube ich, entweder du gehst zu SRF, 20 Minuten Blick, oder du machst deine eigene. Ja, aber so Gut auf. Ringi-Gruppe gibt es ja. Das ist auch lustig, die haben ja. Ringe hat ja Schule, glaube ich. Ja, Journalistenschule, Mathe, glaube Ja, die hat ja eigene Journalistenschule. Ja, Bro, das ist alles immer so. Ist krass. Fette Wirtschaft, Bro, alles. Aber ja. Aber du kannst ja noch 100 andere Arten von Kommunikation machen. Weißt du, kannst zum Beispiel, wenn du kann ich Kommunikation in einer Firma, wenn du in einer Firma schaffst und du machst Newsletters zum Beispiel. Ich habe deinen Kommunikationsstudiengang. Gut, grundsätzlich bringt Kommunikationsstudiengang eh nichts. So. Aber ja, ich meine, du kannst. Wieso? Es braucht schon Leute, die. Bro, das Letzte, was du willst, wenn zum Beispiel irgendeine Krise ist, irgendetwas Schlimmes passiert ist oder so, passiert ist, und dann die ganze Welt wissen, was passiert, hast du einfach so einen ahnungslosen, medienschaffenden Kommunikationstyp dort, der einfach, keine Ahnung. Ja, sie haben gerade einen Brand gehabt, wie ist der Brand passiert? Ja, schwierig zu sagen, aber er ist am Brennen, Bro. Also weißt du, ich sag's jetzt mal so, Bro. Heutzutage, Aber ist auch nicht so, noch kurz, aber ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, das ist einer von den Jobs, was erstes von künstlicher Intelligenz
Ja, also weißt du, was ich wollte sagen, ist, wieso heutzutage, was interessiert die grossen Medienhäuser? Also du hast, ich habe das Gefühl, journalistisch betrachtet, hast du viel mehr Chancen, wenn du zum Beispiel, wie heißt der Studiengang in Chur? Was ist, warte. International Communications oder so. Nein, es hat so mit, warte schon, Studiengang, es hat so ein bisschen mit Ding zu tun, mit Filmen, Schneiden, Mediamatik eigentlich, Aha, okay. oder? Aber ich weiß nicht genau, wie der Studiengang heißt, aber es ist irgendwie so, es hat mit Mediamatik zu tun, also Medien, IT, Technik. Etwas so. Und du lernst dort zum Beispiel absolut, wie man kann ich mit Kamera also weißt du, so im rudimentären Stil, so wie wir es jetzt machen. Ja, voll. Mit Kamera umgehen, schneiden, Photoshop, dies, das. Und so Leute sind viel mehr gefragt, wo zum Beispiel eine journalistische Ader haben oder gerne Geschichten erzählen oder Reportagen machen, Ja. aber wo halt selber noch eine Kamera bedienen. Pö. Budget am Sparen dort. Ja, wie es einfach interessanter ist für die, weil Krass. Leute halt, wie zum Beispiel der Damian hat ja auch Kommunikation studiert. Mhm. Und bei ihm siehst du ja, dass er etwas gebracht. So. Ja, ja, er ist heute immer noch, also egal was geht. Ich bin froh, kann er anhocken und hat ein paar Minuten sauberes Mail. Genau, aber eben, Als es gibt Kommunikation andere Leute, die haben zum Beispiel die Kommunikation abgeschlossen während dem Corona-Jahr. Ja. Das ist wild. Also was ich an Sachen mitbekommen, wie gewisse Leute während der Pandemie Abschluss geholt haben. Ja. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben und wenn ich ein Spital besuche, ein Restbesuch oder sonstige, ich weiß nicht, Sachen, eure Namen habe ich mir aufgeschrieben, vorher haben wir sicher nicht behandelt. Alter. Niemals, aber behandeln, ja sorry. Sorry, wenn wir schnell die Studiengang fertig Ja, machen. fix machen. Genau, dann haben wir noch Design. Und Design, da geht jetzt drunter zum Beispiel Grafik, visuelle Design, Kommunikation. Ah, okay. Genau. Also Grafik, Game Design ist da drunter. Geil. Eben visuelle Kommunikation ist alles, was du mit dem Auge siehst, aber Ja. nicht, also quasi eben Posters, Logos. Das sind so die Dinge. Dann gibt es eben noch Film. Und dann hat es Fine Arts, es gibt Musik, Tanz, Theater und Transdisziplinarität. Okay, das letzte hat mir einfach gar nichts gesagt. Hey, ich glaube, das heißt so viel wie, also Trans heißt ja wie so mehrere Mhm. und Disziplinarität sind die verschiedenen Disziplinen, also eben Musik, Film. Ah, ein Mischmasch. Und ich nehme an, das ist eine Mischfunktion. Okay, okay. So zum Beispiel, wenn du Zeichnen mit Cam, irgendwie noch verbinden mit. zum Beispiel, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber Okay, okay. so Sachen. Nice, gut, brutales Angebot. Also falls irgendeine Schule mal oder irgendein Studiengang einmal so etwas wegen Podcast oder so wird rein tun Das ist eben, es gibt Cast. und Expertise oder einfach Profi-Know-how wird wissen Mhm. und mit integriere in das Fach. Hier, euch anschreiben. Ja, also ich sage dir ganz günstiger und ehrlich, besser als alle anderen, die du kennst. zum Beispiel, wenn du Cast studierst, das machen sehr viele, wo ich jetzt, das ist so ein bisschen, das kommt ja von Podcast oder Mhm. Videocast oder was auch immer. Ja. Und das hat echt damit so zu tun, alles, was audiovisuell ist. Ja. Also zum Beispiel, viele, die Cast studiert haben, gehen nachher eben und werden nachher zum Beispiel Redaktoren oder Journalistinnen. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, weil grundsätzlich fängst du das Studium an und was wir jetzt haben, oder was wir am Anfang hatten, vor 2 Jahren, das wäre eine Abschlussarbeit. Wie meinst Also das wäre eine Bachelorarbeit. du? Ah, so der Podcast aufbauen meinst Genau. du? Ah, okay, ja, safe. So, Verstanden, checkst. ja. Und darum wäre es schon interessant. Ey, also ich kann schon mal mit dir darüber reden, ich weiß nicht, aber also ich habe heute noch kurz mit einer Dame von Podcast schmieden und noch 2 weitere telefoniert. Mhm. Ende Monat gibt es ja so Podcast-Konferenz, Mhm. wo Dezibel heißt. Und dort geht es wirklich so, vor allem so, wirklich so jetzt Materie-Podcast. Und nicht mal so groß darum, so, die lustigsten, die besten. Mhm. So wirklich so, hey, tun wir mal kurz über das reden, weil es kommt ja immer mehr und mehr. Mhm. Immer mehr und mehr. Dort hat es vor allem Unternehmen und so. Und viele fangen, also nicht nur so Leute, die so sagen, hey, ist jetzt etwas Cooles, ich mache mit meinen Kollegen oder mit meinem Kollegen einen Podcast und schnurr und schaue, wie es ankommt, sondern viele sehen das auch als ein weiteres Medium, wo sie können, Leute abholen, Kunden.
Kunden abholen, Produkt näher bringen, Produkt präsentieren, Angebot. Also wirklich so, das klingt als ein weiterer Kanal. Und ich sage dir ganz ehrlich, etwas wirklich, sagen wir immer wieder, da sind wir extrem stolz. Seit Tag 1 haben wir geschaut, dass technisch Equipment, wie auch wir professionell aufgestellt sind. Und deswegen auch Unternehmen, wo der Podcast hört, denke ich jetzt mal weniger, aber auch Unternehmen, wo der Podcast hört und ihr irgendwie mal keine Ahnung, Hilfe braucht, Beratung, Fragen haben, schreibt uns. Es ist nicht, dass wir jetzt sagen, es kostet etwas oder so. Wir können auch mal zusammen hocken, zusammen reden, so simple Fragen, die wir gerne beantworten von Leuten. Es gibt immer wieder Leute, ey, mit denen Mike haben wir angefangen, was haben wir für Einkaufslisten gehabt, so. Vielleicht wäre mal etwas, dass man das irgendwie in einen Link reinfitzt. Keine Ahnung. Aber, das können wir machen, wenn Digitec uns Geld gibt. Voll, stimmt, fairer Punkt. Aber ja, Unternehmen, Bro, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommst, so vielleicht auch SRF und so siehst, vielleicht auch, sie setzen immer mehr und mehr auf Podcasts, nicht, dass es jetzt das Medium Nummer 1 auf der Welt wird, aber es wird mehr akzeptiert und mehr anerkannt. Absolut. Absolut. Also, ich denke schon auch, dass die Zukunft vom Podcasting, also dass wir noch lange nicht den Peak erreicht haben. Ja. Leute haben bis jetzt schon 5-mal gedacht, jetzt ist der Peak erreicht. Ja, vor allem, es gibt immer noch extrem viele Leute, die nicht wissen, dass es so etwas wie so das gibt und auch nicht gerade so misstrauisch, weißt du, wenn du so sagst, ja, Podcast geht darum, da hockst du an und redest und du hörst dann zu, ja, wie ich höre einfach dem Gespräch zu. Es ist auch nicht so einfach zum ein bisschen ankommen, zum Greifen, weißt du? Absolut. Nein, aber ich denke, wie soll ich sagen, es gibt einfach ganz viele verschiedene Arten von Podcasts. Momentan wird ja alles einfach in den gleichen Raum reingerührt. Voll. Man sagt Podcast und nachher unterteilt man. Aber ich denke, es gibt wie so Unterhaltungspodcast, es gibt ja wie so News-Podcast, es gibt für jede Nische mittlerweile, weißt du, für genau, Finanzen, und was ich wollte sagen ist, wieso eigentlich, finde ich, müsste man nicht Podcasts unterteilen, sondern man müsste wieso sagen, wenn man von Unterhaltung redet, müsste man wieso sagen, das gehört dazu. So wie eine Fernsehsendung dazugehört, so wie eine Comedy-Show dazugehört. Aha, so meinst du im Allgemeinen Unterhaltung anschauen, also nicht nur auf Podcasts abbrechen? Genau, also ich meine, ich habe das Gefühl, viele Menschen, vor allem in der Unterhaltungsbranche zum Beispiel, schauen Podcast oder Podcast immer noch als ein Nebenprodukt an. Voll. Weißt du? Voll als weiter. Also am Anfang ist es auch so benutzt worden. Weißt, es gibt ja nicht viele Leute, die jetzt einfach sagen, wir machen einen Podcast und starten jetzt mal so unser Ding oder unsere Wege der Öffentlichkeit. Genau, sind ja alles InfluencerInnen. Voll, viele nehmen es einfach als weitere Dinge, weißt, wie so als weitere Nische so gesagt. Viele sagen wie so, ich bin ja, man kennt mich weil ich Vlogger bin, man kennt mich weil ich Musiker bin, man kennt mich weil ich Influencer bin, weil ich, was auch immer ich bin. Voll. Und dann wie so, ich mache jetzt etwas weiter, wo meine Community... Genau, aber eigentlich ist es ja mittlerweile an dem Punkt, wo du, also noch lange nicht, aber es ist an dem Punkt, wo du einfach kannst sagen, hey, ich mache einen Podcast und wir sind ja das Paradebeispiel, dass du kannst einfach machen. Einfach, also eben einen Podcast haben und nachher halt sein. Voll. Ja. Was hast du noch vorher noch sagen, Bro? Ich kann zwei Sachen Bevor ich sagen. Unterbrochen. Alles gut. Zum einen, wir haben ja etwas gegen Gesundheit gehabt und so weiter. Ja. Ich habe jetzt einfach gelesen, noch kurz, Bro, so schnell. Was schaust du uns da? Ich versuche mir etwas mal mitschreiben, dass ich es vielleicht einfacher an. Aha, okay. Checkst ja, schneller geht. Bro, ich habe einen Beitrag letztens gelesen und ich habe nicht gewusst, dass es so prekär ist. Ja. Aber wenn du in England prekär. Sag nochmal. Prekär. Hast du jetzt einfach das in deinem Satz benutzt, als wäre es so... Bro, ich bin voll überrascht, Bro. Was heißt prekär? Also ich weiß es nicht. So Synonym für prekär. Ich habe es übrigens sehr oft, dass ich Wörter benutze. Yeah. Und ich weiß, es macht Sinn. Ja, aber ich sage Aber wenn mich jemand fragt, so, was heißt das? Hey, Bro, ja. Hey, los so, du. Also, look. Ich habe dich wirklich So voll nicht wollen. Okay, alles gut, aber dringlich zum Beispiel. Okay. So dringliche Situation, so prekär ist, oder so schlimme vielleicht auch. Nein, Spaß. Dankeschön. Nein. Ja. Bro, dort musst, wenn du etwas sagst, ob das jetzt simpel ist wie, keine Ahnung, man, ein kleiner kurzer Eingriff oder etwas Größeres, du musst straight 3 Monate mindestens warten. Hä, was? Um was geht's? Gesundheitssystem von England. Aha. Wenn du ins Spital musst, wenn du irgendeine Behandlung hast, wenn du so etwas musst abmachen mit Termin und so, 3 Monate.
Aber Bro, wenn ich jetzt gehe und ich habe Herzproblem. Ja, Notfall ist etwas anderes. Ah, Aber okay. das ist immer noch schlimm. Weil es ist gerade rausgekommen, gestern oder vorgestern. Bro, ein Arzt hat original bei einer Operation. Ja. Er nimmt Skalpell, dreckig. Er nimmt Skalpell, dreckig. Er nimmt, also morgen. Alles nicht sterilisiert. Alles nicht sterilisiert, nicht gebraucht. Er so, ja, das Einzige, was ich weiß, was sauber ist, Ja. Finger. Sackmesser. Er ist mit Sackmesser kooperieren, Bro. Ohne Scheiß. In England, in Europa, Bro. Aber wie, also gut, England ist jetzt Drecksloch, aber wieso? Ja, weil einfach, er sagt, keiner von seinen verfügbaren Utensilien Ja. ist sauber gewesen. Aber wieso? Nachher, die sagen, Bro, das Gesundheitssystem ist ausgelastet, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu viele Sachen. Ich sage einfach, Bro, ich habe das Gefühl, es entwickelt sich immer mehr zu dem Meme, wo einer hockt, sagt, this is fine und der Rest brennt. Der ist brennt, ja. Hey Bro, das ist Soll halt brennen, Bro, mir ist scheißegal, die Schweiz macht alles super. es geht. Also, Wir- nein, also jetzt Gesundheitswesen, ja, sicher, gibt es auch Sachen und so, aber Beruhig dich, Bro. Nein. ja, weil Kennst du mich nicht? Nein, ich kann mehr wollen, weil ich habe gemerkt, so, die Aussage ist wie so, die Schweiz hat gar kein Problem. Aber er hat auch, jedes andere Land auch. Aber dafür sind es Probleme, wo man kann vielleicht eher im Alltag mittragen, wie wenn ich weiss, ich mache für eine Operation, wo ich eigentlich bräuchte mindestens 3 Monate warten. Also ich sage jetzt mal, unsere unsere Ausgangslage ist natürlich chilliger als andere. Logisch. Wir sind das fucking reichste Land der Welt. Oder Das eines Beste der auch, reichsten. das Beste auch. Schweiz. Zürich. Was übrigens worauf passiert, wenn ich so in Bern bin oder so bei der Freundin. Wir laufen irgendwo und dann höre ich irgendetwas wegen Zürich. Ich schreie immer Zürich. Und dann denke ich, meine Freundin denkt immer so, was ist mit dir, Bro? So Hör auf, Alter, ja. Hast du mal Angst, so, dass wenn du von Bern auf Zürich zurückfährst, in den falschen Zug einsteigst, dann hörst du nächster halt Basel. Bruder. Bro, ich habe keinen von Basel. Und dann von Basel rein. Checkst? Mir ist scheißegal. Niemand hat das von Angst. Bruder, ich noch jeden Mann. Stabil. Also, sagen wir 2 Meter groß, Ja. aber 1 Meter breit. Ja, kein Problem. Okay. Stabil. Ich Ein weiß nicht, Niederschlag, ein stabiler Niederschlag. Ja, fix. Ja, aber was mache ich in Basel, Bro? Ich steige schnell aus. Und der Leipzig steige ich. Fantasy Basel. Comic-Con Basel. Irgendetwas. Bro, das ist eben auch das. Ich würde, weißt du, wie gerne Fantasy Basel gehen? Ja, aber Aber was macht in Basel, Bruder? Leider können wir nicht gehen, Bro. Wirklich? Ich würde ja brutal gerne gehen. Einer letztes Mal so geschrieben, hey, weißt du, wo wir immer auf Tour gegangen sind? Jeder Tour immer. Ich liebe euch, ich bin von Basel, jetzt muss ich extra auf Bern fahren. Können wir durch Basel? Bro, du weißt Antwort, wir wissen die Antwort. Liebe uns nicht, Bro. Frag nicht. Liebe uns nicht, Bro. Frag nicht, die Antwort ist klar. Aber ja. Hey, noch schnell zu letzte Woche hast du ja die grandiose Idee gehabt mit, ich höre jetzt auf, den Podcast mit, ich frage mal alle so, was ist euer Lieblingsessen? Hey, das ist richtig geil, Bro. Marco, Das ist, hey, wir haben schon 1-2 Mal so Sachen gemacht, wie so, hey, wenn bis Tag alles schreibt und dann Ja. ist immer so überschaubar gewesen. Ja, Ja. Bro, bis heute, bis jetzt. Ohne Scheiß etwa 300 Nachrichten bekommen. Bro. Ich schwör, also erstens sind geile Sachen. Ja. Wir haben schon bei dem, ich tue schon einfach 1-2 Sachen mal auf. Aber ich muss das Lustige sagen, ja, such mal raus. Bro, ich verstand schon, du schreibst das geile Sieg, ich bin froh, dass du es machst, wirklich, es zeigt, du hörst bis Schluss. Ja. Aber ich bin auf dem privaten Profil, es ist 2 am Morgen, ich habe eine Nachrichtenanfrage, ich schaue, es steht einfach Dürren mit Pommes. Bro, auf meinem Server kommt auch, morgen um 2 oder 3 kommt so, am nächsten Tag kommt einfach so Pizza-Emoji. Ich schaue nachher weiter Spaghetti-Emoji. Ich so, aha. Nein, Bro, ich habe mir nicht gedacht, wieso schreibst du? Also weißt du, Also, schau sogar, eben gerade vorher eingeschrieben, Jungs, haben gelost, haben das Ganze gelost und mein Lieblingsessen, Polvo la Guerreiro. Keine Ahnung. Aber den krass, Bro, den krass, sag dir ehrlich. ich sag dir ehrlich. Sag dir ehrlich. Dann der Classic Sarma, ohne groß diskutieren. Das ist, ich verstehe, aber ich habe gedacht, es gibt etwas krasses. Also, jemand hat geschrieben, Farmer müsste, Schoki, Bruder. Check ich wirklich nicht, Bruder. Verstehe. Vor allem, weißt du, was das Problem ist, Bro? Ich sag dir mal etwas. Okay, ich bin der falsche Mensch, um jetzt Ernährungstipps zu geben. Ja. Aber ich sage dir etwas. Lasst euch nicht blenden von den Müsli und Fruchtsaft-Lobbys. Ja, Mann. Was haltest du von der meinten, ich weiß nicht, Soll ich erklären? Scheiß auf die Brand. Nein, es gibt so eine Flasche, wo er sagt so,
was du an Kalorienbedarf brauchst für eine Mahlzeit, haben wir da als Getränk. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Genau. Ich Es gibt jetzt, du kannst jetzt zum Mittag trinken. Ja, ich schwör, was. Bruder, das weißt du, das ist? Das ist Kapitalismus in Schwanz. So, Ich schwör. Darf ich bitte? Einfach 1 Minute Pause, ich schaffe für dich immer. Oh mein Gott, ich trinke meinen Mittag, ich bin gut Alter. parat für dich. Was für ein Nuttensohn-Verein. Jeder, der das kauft, Nuttensohn. Jeder, der das promotet, Nuttensohn. jeder, der das Gefühl hat, das ist geil, Uhrentochter. das ist das Nächste. Wie sagst du, Steve Merson und Blocher seine Tochter? Das ist meine Hall of Fame, Bro. Okay, das mit Oscar Wall of Fame. versteht doch jeder so. Das ist das Ziel, du willst hingehen. Ja. Steve Merson? Bro, ich habe nur Respekt für die Menschen, die so auf der Welt sind. Sorry. Genau, ich habe nur Respekt, Bro. Aber warte, ist das nicht ein bisschen beleidigend? Jemand von Blocher Clan neben Steve Merson. Das sind alles Macher. Er ist FDP, ist ein SVP, Bro. Das sind alles Macher. Sie, Ja. Martulo, Ja. Martula, Merti. Merti, you dreamer, you. Macherin. Man kann sagen, sie ist Gründerin von Young Money, Cash Money, Billionaires. Ist sie nicht die, wo da, sie hat doch irgendeinen so einen Pharmakonzern? Ja, ja. Macherin. Steve. Steve Mörchen. Steve. Macher. Fix? Wieso? Übrigens, gute Überleitung. Das da, ich weiß, der Steve, ich weiß was. Was? Der zukünftige P. Diddy, Bro. Ich sage dir das ganz offen und ehrlich. Er ist, Bro, ich sage dir ganz offen und ehrlich. Mark my words, Bro. Ich bin ein Hater. Ich habe Respekt. Das ist, Ich habe Respekt. Das ist weit weg von Hate, Bro. Das ist, Bruder, ich habe Respekt. Weil er macht Geld. Er macht Geld, Bro. Darum bist du in einer Hall of Fame, Bro. In einer Wall of Fame. Also können wir mit weiteren Leuten rechnen, hä? Ja, ganz klar. Okay. Man kann immer Hat selber es entscheiden. einen Grund, wieso sie höher ist als er? Nein, man kann immer selber entscheiden, wer jetzt ernst gemeint ist und wer nicht. Kann man Geld zahlen, um auf die Wahl zu kommen und auch Geld zahlen, um von dieser Wahl wegzukommen? Nein, man kann aber mir Tipps schicken. Okay, das Zum Beispiel, oder? Was für Tipps? Ja, zum Beispiel, hey, die Person könnte noch... Aha, man Es kann gibt sagen, ein paar Kandidaten, die Ja, ganz das ist ganz nicht schlimm. sind. Ja, ja, es gibt, Oder was? es gibt schon ein paar gute Kandidaten, ja. Es gibt ein paar, die sind ganz... und ich sage auch nichts, Bro. Ich tue einfach an und dann irgendwann ist da, irgendwann ist nicht mehr da. Okay. Wenn du wegkommst, dann kann das sein, dass du dass ein anderer deinen Platz übernommen hat, weil du einfach so ein krasser Also ich Stricher hätte, Kind jemand, bist. ich hätte einen Vorschlag, Sag mal. du das in dir Isaac einsinken lassen, was auch immer, Ja. und drüber nachdenken, schlaf drüber. Ja. Nils Fichter. Der Nils! Der Nils Fichter. Ich habe das Gefühl, Ich schreibe es passt niemand besser rechts von Arturo Brocher als er. Fichter. Er ist auch Loki wie ein Sohn, nicht? Bro, Nils Fichter, ich Ist sag dir, nicht Bro, Nils Fichter, uneheliches Kind vielleicht. Bro, Bastard einfach, sag einfach Bastard. Eben, uneheliches Ja, ja. Kind von der Arturo Brocher vielleicht. Bro, Nils Fichter ist der Inbegriff, wenn ich könnte sagen, so, wie sieht jemand aus, der gemobbt wurde in der Kindheit? Von den Eltern, von den eigenen Eltern. Nils Fichter. Okay, ich hätte etwas anderes. Ja. Stell dir jemanden vor, Ist der nicht sogar Basler? keine Ahnung, stell Aber dir, ich könnte ihn haben. stell dir vor, du bist im Rotlichtmilieu auf die Welt gekommen und bist dort aufgewachsen. Und dementsprechend hast du halt Sachen erlebt und gesehen. Ja. Und deswegen bist du auch egal. Ja. So, jetzt stell dir vor, so ein Mensch, aber ohne Rotlichtmilieu und auch dort aufwachsen, aber trotzdem so einer sein. Ja, Das ist er. absolut. In meinen Augen, das ist er. Er ist ich finde das immer noch, es ist Schocki, ich muss immer wieder erwähnen, es ist Schocki. Er ist, Es ist Schocki. was ich jetzt sage, ja, es ist Schocki. Schocki. Schocki, es ist 10 von 10, Banger. Aha, ja, okay. So. Er ist einfach ein verurteilter Krimineller, Bro. Mhm. Aber Auf freiem Fuß. er macht Politik gegen scheinbar kriminelle Ausländer. Aber er ist ja ein verurteilter Krimineller. Also wieso fängt er bei sich selber an zum Beispiel? Bro, weil du kannst ihn nicht ausschaffen, weil seine Eltern sind ja der Grund, wieso es Schweiz gibt. Also ich sag, du könntest ihn ausschaffen. Ich sag, du wirst sicher etwas Nordisches oder Italienisches in ihm finden. Und wenn er etwas braucht, was nicht schweizerisch ist, gibst du halt. Ich wäre eben dafür, dass man nochmal einen Mikrostaat gründet. So wie halt. Basel-Stadt, Basel-Land.
Genau, wir können Basel-Stadt, Basel-Land nehmen, zum Beispiel. Fusionieren, ja. Und fusionieren und sagen, das ist jetzt ein eigener Staat. Ja, Wie der Vatikan oder ja, wie so etwas, ja. Liechtenstein oder so. Liechtenstein? Liechtenstein, sagen sie immer. Das ist aber nicht Deutsch. Liechtenstein. Aber Liechtenstein, sagen sie. Also wenn sie einen Steig sind, sagen sie, oh, schau, der Stein. Dann sagen sie einfach, grüezi, Oh, pass Grüß auf, Gott, es ich komm von ist Grüß. vor dir ein Stein. ich komme von Liechtenstein. Oh, Achtung, du könntest wegen dem Stein umkehren. Okay, auf jeden Fall einfach alle dort anschicken Mhm. und sagen, ey, mach das ihr wollt. Also ja, ich meine, wir können eigentlich einen Staat gründen, Purge-Style. Es herrscht einfach die ganze Purge. Nein, sie können wirklich, ich meine das ist voll ernst. So, sie haben das Gefühl, sie können ja die Schweiz weiterbringen mit ihrer Politik. Ja. Geben die ihnen Basel-Land und Basel-Stadt, ich meine es voll ernst, geben die Und dann jetzt mal schauen, was sie machen aus dem. Ja. Ja. Und die sich gut entwickeln und gut aus der Sache rauskommen, Was heißt gut? keine Ahnung, weiß nicht. Nach dem Master von SVP. Können auf Liechtenstein gehen. Liechtenstein. Liechtenstein. Aber auch in die Schweiz. Gut, aber P. Diddy, P. fucking Diddy, man. Puff Daddy Baby. Was? Also ich sag mal, was ich so ein bisschen herausgefunden habe. Ja. Dann kannst du Ich mal... habe da ein, zwei Sachen, ganz komische. Also ich glaube, der Stein ins Rollen gebracht wurde, oder der Stein ins Rollen gebracht, hat ein Produzent, der gesagt hat, P. Diddy hat sehr oft männliche Rapper zu sexuellen Aktivitäten getrieben. Wer ist der Produzent? Das steht nicht. Einfach Anonymous. Oder er hat es nicht wissen, oder ich kann nicht Okay, ja. keine Ahnung. Und er hat die zu sexuellen Aktivitäten getrieben durch Zwang, Gewalt oder Trunkenheit. Ja, Drogeneinfluss. Genau, also man kann es nennen, es ist eine Vergewaltigung. Ja. Und die Leute im Internet haben ja anscheinend herausgefunden, wer der Rapper ist. Zum Beispiel von dem die Rede ist. Mhm. Oder? Und gemäß Leute aus dem Internet, was ja vielleicht nicht unbedingt die beste Quelle ist, aber Ja, ja. man sagt, sie haben herausgefunden, es ist Meek Mill. Übrigens, Fun Fact zu Meek Mill. Hast du ihn gerade vor dir? Ja. So sieht es Ich habe gerade vorher das Video gesehen von ihm. ja. You deserve it, Daddy. Nein, einer, ja, einer hat geschrieben, Meek Mill, the type of dude, wo rappt, als wäre er im anderen Raum. Und also das Mikrofon ist da, aber er ist im anderen Raum. Er schreit ja. Ja, ja. Okay, I'm balling all this shit. Apropos, wer würdest du als Meek Mill von der Schweiz sehen? Ich weiß nicht, wer schon mal gut gehört hat. Nein, nicht so. Ich meine nein. Okay, ich meine jetzt okay, zum Beispiel okay, von der okay. Art. Ey, Bro, ich höre ihn so gut wie nicht. Deswegen Mhm. ist es schwierig. Ich weiß nicht, was für eine Art er hat, so grob. Live-in. Willst du sagen, nur weil er schwarz ist? Free my homie Live-in, bro. Okay, ich habe keine Ahnung, wer. Ja. Aber wenn es so ein Schreityp ist, dann würde es weniger zum Live passen. Fair. Pull up in my mappa. Pull up in my mappa. Ja, Sorry, nein, für die, aber was für vielleicht Leute so zum Beispiel Tommy Vercetti rappt auch mit einer sehr speziellen Stimme. Und da ist der Mick Mill. Und ihm sagen jetzt auch Meek Mill so. Da ist der Mick Mill. Okay, was ich krass finde, ist Ja. zwei Sachen, die mich wundern. Ja, bitte. Erstens, der Didi, also Didi von Schweiz, Mhm. ist ja maximal Mick Mill-Fan. Mhm. Mich nicht wundern, was er dazu sagt. Er ist ein Die Hard Mick Mill-Fan. Aha. Und zweitens, wieso macht Didi keine neue Musik? Aber es ist etwas anderes. Meinst du jetzt, das ist der Moment für dich? Ja, Bro, es ist mir gerade so, du weißt, ungefiltert einfach raus. Ja, ja. Okay, aber Das wir Ding gehen ist, weiter. wir Ja. können schon über Musik von PDD reden. Sag mal. Nein, nicht unser Didi. Didi Morgciano. Aha. Oh, nein. Wow. Nein. Wow. Unser Didi. Ach so. Unser Didi ist ein Die Hard Mick Mill-Fan. Ach so, ja. So, erstens nimmt sich Wunder, was seine Meinung ist, und zweitens, Didi von Ja, was Schweiz soll von ich Horgen. meinen, Bro? Er findet es scheiße, dass sie... Ja, aber ich würde zum Beispiel die Frage, ob er jetzt seine Musik weiter konsumieren. Von Meek Mill. Ja. Aber anscheinend hat Meek Mill ja nichts gemacht, aus der Schwanz kassiert. Bro, in so einem Szenario würde ich auch sagen, keine Ahnung, ich würde alles ablehnen und so weiter. Und Aber Leute haben herausgefunden, dass quasi er Opfer von sexueller Gewalt ist. Der Meek Mill. eben, Bro, Gut, aber ja, ist gut. also es ist fix, ich sage, es ist passiert, aber es ist auch noch nicht gerichtlich so. Ich sage auch, es ist passiert, weil Ja. die Video, wenn du Sachen siehst, Bro, es ist, Sag mal ein Video, was für ein Video. Bro, das ist eine Impuls, das legendäre, Bro. Erzähl. Ist das das, wo er so Pommes auf dabei hat? Nein, aber er ist so im Wasser, Bro, und du siehst richtig, er ist so, er fühlt sich, ich weiß nicht, Bro, er ist einfach, entweder ist er angespannt, er ist halt happy, und der Mick Mill ist im Wasser, und der PDD kommt so, am Poolrand, that you deserve it, Daddy.
that's your irgendetwas, weißt du, also, yeah, man, der ist so, er ist so undeutlich und er ist so, kein Erschöpfungsgefühl und die Leute schreiben so, Bro, ehrlose Sachen, weißt du? Okay, also erstmal, es ist schon schwierig. Ja, also wenn wir Über das Thema reden, ohne machen wir schon wie so die Dings-Podcast. Disclaimer. Ja, machen wir schon wie die True Crime Podcast. Ja. Also wir reden jetzt drüber, Ja. aber falls hier und da mal ein bisschen entspannt ist oder mal ein Schmunzel rausgeht und so, wir meinen es nicht disrespektieren. Nein, Es wirklich ist, nicht. es ist einfach... Es ist ein schwieriges es sind- Thema, Bro. Ja, es ist ein schwieriges Thema und es sind Leute involviert, die wir jahrelang geil gefunden haben. Und wir finden es immer noch geil. Also nicht, wie sie nur... Mick Mill, Bro, ich feiere Mick Mill immer noch. Aha, okay. Ich denke jetzt, auch Didi. die anderen, die involviert sind. und Didi, unsere Eben. Didi. Die Morgen Channel. Ja. Eben. Es ist so, wir meinen es nicht respektlos, wir versuchen das zusammenreißen. Nein, look, man muss jetzt... Natürlich, es gibt nichts Lustiges an sexueller Gewalt. Nein, auf Vergewaltigung, für sexuelle Gewalt und Missbrauch Überhaupt nicht. Aber natürlich, man kann die Ironie dahinter sich überlegen und das ist einfach wie so das männliche Bild von einem Philadelphia Rapper, wo ja auf sehr Gangster tut und dann so etwas passiert oder halt im Pool ist. Also Eben, es ist unsere aber Art und easy. Weise, wie wir so ein bisschen mit dem umgehen, aber es ist nicht disrespektierlich. Danke Das mal. sagt Und wenn immer. schon, Bruder, dann ist ein geiler Run gewesen, dann haben wir einen guten Podcast gehabt. Ja, egal wie. Es ist auch Ja. so ein guter Podcast, ohne Didi. Also ich meine, nein, wenn wir cancelled werden, dann eben ist geile Zeit. Dann geile haben wir Zeit. einfach uns kurz und mündig die cancelled. Show oder so. Genau. In der Anklageschrift, ich bin auch kein Jurist Ja. oder irgendwie, keine Ahnung, aber in der Anklageschrift ist mitunter, aber nicht komplett, sexuelle Gewalt, Aufnahme von diesen sexuellen Aktivitäten ohne Erlaubnis, um die Opfer nachher erpressen. Er hat seine Power und seinen Reichtum benutzt. Ich bin gerade am direkt übersetzen, sorry. Um Leute ruhig halten, Ja, das ist drüber. einfach die Fresse eben, ja. dass sie die Fresse heben. Er hat sie abused, also so missbraucht, aber nicht nur im sexuellen Kontext, aber er hat Ja, sich psychologisch missbraucht, wahrscheinlich genau. auch, ja. Durch Erpressung, durch Bedrohung, Bestechung, ja. Bedrohung, Intimidation, also auch Bedrohung wieder. Ja. Und er hat ihnen vor allem oftmals versprochen, dass ihre Karriere besser wird oder versprochen, dass ihre Karriere fertig ist, wenn sie nicht Ja. XY machen. Die neueste, und das finde ich übrigens sehr krass, weil ich habe das ja am Anfang, ich habe mich nie groß damit auseinandergesetzt. Es ist einfach für mich noch kurz, Ja. also du kommst um das Thema nicht um, wenn du Social Media Ja. konsumierst, aber für mich ist es eben überall so ein Präsenzthema und gerade in dem Moment hat es mich, weißt du, es ist einfach zu viel Information. Mhm. Ich weiß, wenn ich mir das Video gebe und 3 Mal weiter scrolle, komme ich ein anderes Video über mit entweder noch mehr Information oder Information, die dem widerspricht oder etwas Neues. Deswegen, ich versuche nicht so viel zu konsumieren, wenn es jetzt um das geht. Check ich. Aber ich habe mich eben damit ein bisschen auseinandergesetzt und am Anfang habe ich immer so gefunden, haha, weißt du, okay, jetzt hat er endlich, jetzt kassiert er endlich seit Jahren. Und am Schluss bin ich irgendwo gelandet, wo er jetzt gestern 120 neue Ja, voll. Anklagen bekommt. Mitunter sind das Menschen, die ihm anklagen zum Zeitpunkt von der Vergewaltigung, sind sie Kinder gewesen. Ja, also, Nicht nur minderjährig, sondern Kinder. da kann ich noch kurz einhängen, kannst du weiterreden, ich Ja. eine Zahl reinfitzen. Über 3285 Opfer haben sich gemeldet. Davon sind jetzt eben 120 weitere offizielle Anklagen dazu Genau. gekommen. Und von all den Opfern, die jetzt dabei waren, Ist die jüngste? sind davon 25 minderjährig. Ja. Okay. Und die jüngste ist 9. gewesen. 9. Ja. 9. Also er sie 9. Ja. Genau. Insane, oder? So, aber das habe ich am Anfang von der Recherche. Ja, man hat Nicht nur das Gefühl gewusst. gehabt, man denkt, es geht um Stars. Genau, du Also- gehst immer tiefer rein, oder? Ja. So. Hast du das Video gesehen von der Cassie? Nein. Wo so Leute sagen, ja, also, wie sagt man dem allegedly? So voraus, also So wie, so quasi Klischee. nicht voraussichtlich. Man, du gehst etwas davon aus, aber das ist offiziell nicht. Wie heißt das? Angeblich, oder Angeblich, ja. keine Ahnung. Genau. Ja, es gibt so ein Fach. Bestes, es gibt das beste Wort, ja. Ja, wo vor allem so Bullen immer brauchen und so. Ja, genau. Und auch 20 Minuten und Blick und so, wenn sie Ganz zuerst mal, genau. wenn sie zuerst mal einen auseinandernehmen, wegen der Hautfarbe oder der Herkunft, dann Ja. steht es am Schluss, aber eben ist nicht offiziell. Ja, ja, genau. Ich liebe es, wie das Leute hören und reinschreien. Es ist das Wort, es ist das Wort. Ja, geil. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr wirklich. Es ist nicht Hey, das kann angeblich. nicht, jetzt stresst mich zu Gru- fest. vor
Fuck, wie heißt das Wort? Nicht Vorurteil, nein. Vermeintlich. Ja, vermeintlich. Aber ich weiß, was du meinst. Das Wort so in... Was? Scheinbar, vorgeblich. Mutmaßlich, vermeintlich, Mutmaßlich, ja, ja, vorgeblich, angeblich, Bro, das kann nicht sein. Egal, auf jeden Fall so, nennen wir es einfach mal, jetzt habe ich es gerade verloren, genau. Angeblich oder voraus, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Bro, was ist los? Scheinbar, Ja, vorgeblich. Scheins hat er. Scheins, Ja, genau. mach auch so Scheins. Scheins, ja, nennen wir es Scheins. Hat man ja irgendwie herausgefunden, dass er hat ja den Usher Ja, unter seine Fittiche genommen. Ja. Wo der Usher 15 war. ja. Und dann hat er so ein bisschen weird Zeugs gemacht mit ihm, so zum Beispiel Wrestling gespielt. Okay. Mit ihm. Also ich lache jetzt wieder so, okay, sagst Ja, weil mit dem Fakt, du? Ja. Ja, ja. mit dem Fakt, absolut. dass wir bei seiner Hausdurchsuchung 1000 Liter Babyöl gefunden haben. Genau, aber da muss man eben auch noch sagen, so, Ich komme gerade so ein bisschen... ja, aber ich meine, unabhängig davon, Bro, ist weird. Es ist schon weird, ja. Bei dir ist was 30 gewesen dort. Bro, So quasi, haha, ist mein kleiner Bruder. ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wir haben alle SmackDown vs. Raw geschaut. Bro, mit dem 2 Matratz im Wohnzimmer aufstehen und Ja, mit dem ja. Bruder go fighten, ist etwas anderes. Ja. Ganz besser. Oh, fuck. Warte. Noch kurz. Ich glaube, ich bin da angekommen. Ja, egal, Bro, Lanz. Genau, jetzt ist mich wieder rausgebracht, Bro. Genau, er hat ihn gebracht mit... Asher mit 15 mit dem 115. Bracelet. Genau, und dann hat er den Asher mitgenommen an seine Orgie. Ja. Oder? Und an dieser Orgie ist ja, wie du gesagt hast, ist ja so der Witz, der im Internet kursiert momentan, Babyöl. Ja. Und ich meine, dazu einfach mal eine Frage, Bro. Du musst sie nicht beantworten, aber Ja. du kannst so, bin ich einer der wenigen Menschen, die nicht checkt, der Hype um Öl im Bett. So Öl und Ja, für was hilft so? ich check schon, dass, Ja. dass man vielleicht damit besser fickt oder keine Ahnung. Es dass kann man- auch gut ein Fetisch sein, Bro. Also so wie ich es verstanden habe, Ja, hat er auch immer seine Partys gemacht. ja, Und es hat so eine öffentliche Ecke gehabt, wo so jeder rum war. ja. Und dann hat er so einen Raum gehabt, oder 2, wo er so einfach alles, Der was er... Freak-Off gemacht Ja, hat. genau. Und Bro, für irgendwas hat er es dann verbraucht. Sicher, also so viel, glaube ich, hat er gehabt, also so viel hat er sicher nicht nur für das eine gebraucht. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, Alter, die sind vielleicht in Öl go baden oder die haben sich mit Öl dingselt und ich weiß doch nicht, Alter, Mann. Also ich check's auch nicht. Also weißt du, was ich meine? So, es ist wie... Ja, Bro, aber ich meine, ich frage mich einfach so... Egal. Was ich vorhin will sagen, Cassie. Ja. Es gibt ein Video, wo Leute schreiben, Leute sagen, angeblich hat Cassie verprügelt. Ja. Bro, in diesem Video läuft sie aus dem Hotelzimmer raus, versucht zu flüchten vom Hotelzimmer. Das habe ich auch gesehen, ja. Bruder, er verprügelt sie im Gang. Er läuft ihr voll nach, hebt sie, zieht sie zurück und so. Bro, er verprügelt sie im Gang. Überleg, was er macht im Hotelzimmer. Gut. Später ist herausgekommen, dass er, der Asher hat das übrigens alles bestätigt in verschiedenen Interviews. Man kann das nachschauen. Also, dass er- An Orgie dabei war und dass er Wrestling gemacht hat mit dem Didi. Okay. Später ist herausgekommen, dass der Justin Bieber auch. Alter, es kommen Sachen führen, also du denkst dir, wie, Mann? Jetzt jedes Foto, das ich mit dem Didi gesehen habe, mit dem anderen Artist, denke ich, hat er recht auch. Ja. Hast du gesehen, dass Keisha ihren Song verändert hat? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Ja. Das hat sie jetzt geändert. So? Ich weiß nicht, ob sie jetzt geändert. Ah, okay. Ich glaube, ich habe etwas gesehen, sie hat es sogar so schlau gemacht, dass sie sogar ein bisschen einen Schuss gegen ihn gemacht hat. Irgendwie. Und sie hat, ich glaube, look, bei so etwas hast du, glaube ich, 2 Möglichkeiten. Ja. Entweder du machst es stillschweigend und es ist okay. Ja. Und dann wissen die Leute, stillschweigend passiert, ihr ist das Thema unangenehm. Oder du greifst das auf, änderst und machst aus dem noch in Diss, wie du sagst, hey, look, ich habe es gemacht, weil ich gegen ihn bin. Ja. Checkst?
Und sie hat eben das gemacht, sie hat so das geändert und ich glaube, ich habe etwas auch gesehen auf Insta, dass wie so das announced hat, weil jemand hat das teilt wie so Bravo Cash oder so. Und ich glaube, sie hat das geändert und dann noch kurz wie so, ich habe es geändert, weil er ein Peach ist. Genau, aber weißt du, ich frage mich auf der anderen Seite auch so. Was hat sie gewusst, wieso hat sie gesagt, like, wake up like P. Ja, nein, so, das ist ja so quasi, ich bin ein Mogul, ich bin so, okay. unaufhaltsam, so nehme ich jetzt mal an. Ja. Aber sie sagt jetzt eben anscheinend, wake up in the morning, fuck P. Diddy. Ja, eben, ja, wake up in the morning, fuck P. Diddy. Ja, aber ja. Easy. Genau, und dann habe ich mich mega lange gefragt, ja, mega viele Leute haben Mitleid mit dem Justin, also mit dem Bieber, aber keiner hat wieso Mitleid mit dem Usher. So, und ist das echt, hat das einen rassistischen Hintergrund oder weißt du? So? Kein Plan, Bro. Look, beim Justin Bieber, glaube ich, ja, hat es auch ein bisschen mit seiner Geschichte zu tun. Ich weiß nicht, in den letzten paar Jahren hat er immer so Tour abgesagt, mir geht es nicht so gut, mir geht es wieder gut, fuck, ich bin am strugglen. Aber eben nachher ist rausgekommen, dass der Usher den Justin Bieber reingeholt hat. Oh und der Usher ist schon recht alt gewesen dann. Scheiße. Wahrscheinlich, der Didi Also ist so keine Ahnung, Alter. Cash dahinter gewesen. Eben, wahrscheinlich also, look, deine Musikkarriere langsam, ich weiß, du weißt, es war so, holen wir den nächsten. Holen wir den nächsten und Boah. ich schaue das Alter, ja. Boah. Ja, Mann. Ich bin schockiert, Alter. Ich, bei so etwas, wenn ich das höre, ich bin mir, also look, ihn fickt und ihn nimmt. Er nimmt es kaputt, Bro. Ihn nimmt es kaputt, zu Recht. Zu Recht, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass es eine One-Man-Show war, Mann. Nein, aber da kommen wir gerade zum nächsten Punkt, der sehr wichtig ist. Und zwar, seid ihr, du bist ja recht interessiert an Dokus und alles, seid ihr der RICO Act etwas? Das sagt mir etwas, aber nicht sicher. Das ist etwas, was in den 70er Jahren von der Polizei, ein neues Gesetz oder eine neue Gesetzesgrundlage, wo erschaffen worden ist, spezifisch zum Mafia Ausschalten. ausschalten. Ah ja, voll, ja. Und der RICO Act ist wie so, du kannst Leute neu oder seitdem in den Staaten verurteilen für Verbrechen, die sie nicht begangen haben, sofern sie aber Mitglied von einer Mafia-Organisation sind, die Sachen begeht. Das haben wir nur gemacht, damit so Leute wie der Joe Gotti und so, das ist damals für den Joe Gotti gemacht worden. Voll. Die haben ja gesagt, geh den umbringen. Und nachdem die Polizei kam, hat er gesagt, ja, ich habe nichts gemacht. Ich bin gewesen. So, genau. Und darum hat man den RICO Act gemacht, damit du kannst Gangmembers oder Mafia, die sich schützen, indem sie junge Leute oder Schützlinge... andere ihre Drecksarbeit machen lassen. Genau. Und das Problem an dem Ganzen ist ja, dass wenn PDD down geht, Bruder, werden ganz viele andere Menschen mit down gehen, Bro. Meinst du, dass sie... Wegen dem RICO Act. Also Bro, look... aha, ja. Ich hab gedacht, wieso, dass er snitcht. Ich hab gedacht, du meinst, wieso, dass er die Leute snitcht. Aber Bro, schau jetzt, Verschwörungstheorie, aber ich sag dir jetzt so, wenn wirklich so mächtige, machthabende, finanziell starke Leute da mitgemacht haben, das unterstützen oder sogar halt effektiv so gesagt haben, wie so, hey, look Bro, hol mir das, hol mir den. Bro, Jeb Einstein. Wie heißt er? Jeb? Sorry. Ich weiß den Namen nicht. Jeb Einstein. Epstein. Okay. Der Epstein. Was mit ihm passiert? Ja. Klar. Bro, also ich sage, wahrscheinlich wird er sogar das so schnell wie möglich hinter sich bringen, weil jeden Tag, wo er lebt, hat er Todesangst. Weil jeden Tag, wo er lebt, wahrscheinlich sind so die anderen, sagt er etwas, sagt er nicht. Und ich glaube, wieso? Also er sagt, er ist Max unschuldig und dies und das, der Classic. Das Geilste ist so, sein Anwalt, hast du gehört? Was hat der Anwalt gesagt? Er ist so vor Gericht, vor den Geschworenen. Amis haben ja das dumme System von Geschworenen. Ja, Alter. Oder? So, wo quasi, du musst einfach Leute überzeugen von dir. Nicht Beweislage entscheidet, sondern Leute. Genau. Alter, ja. So ein dummes Land, wirklich. Bro, So bis heute, ich habe dummes ein Meme gesehen, 2010, 2012. Ein Meme gesehen, das ist mir seitdem geblieben, weil es passt perfekt zu Amerika. Amerika ist ein Drittweltland mit einem Gucci-Gurt. Fertig. Fertig. Sozialleistungen Trash. Gesundheitssystem am Arsch. Wenn es um Arbeitnehmer geht, Recht und Pflicht ein Karus. Nicht. Kapitalismus pur. Aber du kannst ja jetzt
dein Essen trinken, Bro. Was willst du noch mehr? Ja, fix, Bro. Trink dein Essen, mach 5 Minuten Pause, geh wieder arbeiten. Genau, aber was ich kann sagen ist, wo sind wir gewesen? Eben so beim Didi, wenn er Kate wegen dem Nein, ich kann Case, dass irgendetwas jetzt gerade sagen. Aha, das Was weiß haben ich wir am Schluss geredet, bevor du wegen Drittweltland gesagt hast? Geschworene. Beweislage ist hoch. Also Genau, der ist Anwalt, tief, was der ja. Anwalt gesagt hat, Ja, Bro. genau, der Anwalt. Der Anwalt ist vor die Geschworenen gegangen und sie haben ja was, etwa 1000 Liter. Babyöl, ja. Baby, also Also, wirklich, er hat es für sich begründet, ja. Und er hat gesagt, also erstmal, wir wissen alle, Amerikaner kaufen viel ein. Okay. Und einfach für den Fall, dass etwas passiert, dass man einfach genug hat vor allem, hat mein Mandant einfach genug Babyöl haben. Und dann hat er gesagt, ja, und ich meine, wir müssen auch nicht Brüder sein, weißt du? Schon klar kann man Babyöl für Sex einsetzen. Jetzt wollen wir meinen Mandant verurteilen, weil er seine Frau liebt. Also, Bro, ich bin P. Diddy Ja. und ich bin am Arsch. Sie haben Sachen gefunden, 1000 Liter Öl. Und ich sage, look, Geld ist kein Problem. Ich brauche den Best vom Best. Mhm. Und ich stelle mir so vor, er ist so dort und einer nach dem anderen kommt rein. Mhm. Und jeder sagt, bei dem kann ich die Taktik, bei dem habe ich die Taktik, bei dem das. Okay, Dann der P. Diddy. Tönt krass. Was sagst du bei 1000 Liter Baby? Bro, und ich sag dir jetzt, jeder Anwalt hat wahrscheinlich das Gleiche gesagt. Bro, aus dem kann ich nicht rausreiten. Ja, wirklich. Es sind 990 Liter zu viel. Ja, wirklich. Es ist, 10 Liter ist schon viel, Bro. ja, aber ja, es ist, bei 10 Liter kannst du irgendwie sagen, reden, tun und sagen, Vorrat, irgendetwas, keine Ahnung, Vorliebe und so. Aber Bei 1000 Liter, Bro, das ist etwas, wo du bei Gott nicht kannst. ja, das stimmt. Der beste Lüge auf der Welt. Es nicht mal Corona, nicht mal wenn eine Pandemie angefangen hätte, von wegen Hamster, nicht mal dann. Eben, ja. Aber wo Geld? Weißt du, wie viel? Weißt, in Amerika ist ja das Bail-System. Ah ja, dass du dich kannst wie rauskaufen und auf, Aus der Untersuchungshaft. genau, ja. Oder? Damit du nicht musst, während der Untersuchungshaft Im Haus bleiben und so, ja. im Herbst bleiben. Eben, das ist wieder so ein Beispiel. Wieso kann sich jemand, der sehr wahrscheinlich etwas gemacht hat, Ja. rauskaufen aus dem Knast und flüchtet eigentlich? Weißt du, wie viel hat PDD angeboten? Und der Staat hat gesagt, nein, du bleibst in Herbst. Wie viel? 50 Millionen. Weißt du eigentlich auch noch, nachdem 50 Millionen, nachdem sie Nein gesagt haben? Ja. Also 50 Millionen Ja. plus Und? mein Anwesen von da, plus mein Anwesen von meiner Frau, plus mein Anwesen von meinen Eltern. Krass. Also sie haben gesagt, schätzungsweise ist er nochmal auf 70 Millionen wahrscheinlich, durch 3 Anwesen. Und ich sage, Bro, look, dein Anwalt ist gekommen, hat versucht 1000 Liter Öl erklären, mich haben jetzt nicht an, bleib da. Aber hat er nicht gesagt, 70 Millionen und 920 Liter Öl? Ich brauche auch noch ein bisschen. 70 Millionen und persönlich einladen jetzt den nächsten DJ-Party. Hey, und anscheinend ist ja noch rausgekommen, dass es Verbindungen gibt zu dem Mord von Ja, von Tupac. Also, Tupac und B.I.G. genau, der Eminem hat, ich habe das schnell aufgeschrieben, sonst, ich hätte null Ahnung von dem, so einfach das. Genau, er hat ja seine Lyrics gemacht. Genau, der Eminem hat im Lied 2018, wo Killshot heißt, darüber gerappt, dass der Diddy eigentlich für den Tod von Tupac verantwortlich ist. Ja. Der 50 Cent hat 2 Jahre vorher, im 2016, in einem anderen Lied gesagt, dass er Diddy für den Tod von Biggie Dings ist, verantwortlich ist. 50 ist ein geiler Sicht, ich finde ihn lustig. Vieles glaube ich ihm. Gewisse Sachen denke ich auch einfach, er catcht einfach gerade den Dings. Ja, Aber was geil ist, ja ist er macht ja Regie jetzt. genau, er ist halt ich glaube, der ganze Skandal hat angefangen, seine Fahrt nehmen. 3-4 Tage später, der Bruder verpasst keinen Zug. 3-4 Tage später, also ich mache mit Netflix ein Doku drüber. Ja, und dann macht er Regie der Doku. Was für ein Bro, Psycho. er ist auch voll im Filmgame im Fall, drin im Fall. Ja, ich weiß einfach schon. voll Er Power und so hat er. Voll Power-Säge. Also ich habe es damals mal geschaut und Power-Säge ist brutal. Ja, ja, das ist anscheinend ja voll. Nein, er ist ein Unternehmer, Bro. Für mich hat 50 den krassen Respekt nicht wieder 9 Kugeln kassiert hat, Ja. sondern wieder der Floyd Mayweather gesagt hat, lies das Buch vor If you can Kamera. read a single word in this motherfucking book, I will donate $500,000 to whatever fucking charity you like. Floyd, you feel, bro, er ist... Ich rief von so mal... Oh, fuck Ice Bucket Challenge. Yeah, If fuck you can that. read one page of a Harry fucking Harry Potter Potter book. book. Yeah. Bro.
einmal ist er so richtig frisch, just woke up. Er so, I just woke up. Und nachher gesagt er so, Why you say fuck you? er so, na hier, Nelly sing, na hier, na Fuck this, fuck that. Nachher sagt er so, na hier say fuck 50. Yeah. And I was like, why fuck me for? Fuck me for? What fuck did I do for? Yeah. Bro, das ist, er ist für mich. King. Weißt du, was mir letztes Mal in den Sinn gekommen, wenn ich voll vergessen habe? Kennst du noch den einen Kleinwüchsige in Amerika? Wo bei Jeremiah und 50 Lied mitmacht. Put it down on me. Und er ist in dem Zimmer Puri. immer Ja. Lyrics, nachher ist irgendwann 15 im Zimmer. Ja, ja, Was genau. macht eigentlich der, Mann? Bruder, der ist einfach ein Internetstar gewesen, kurz. Also, wenn Put du it schlau down machst, on wenn me. du schlau machst und Internetstar wirst, in Amerika braucht es nicht viel. Dass wenn du einmal viral gehst, mit 3-4 Hebel bist du Millionär nach einer Zeit. Ja, wie der Ding, Bro, wie der Genau. Cowboy, der Jodelkid. Genau. Und Na, jetzt, ew. wenn du es auch schlau machst, wirst du auch schnell in Deutschland. Das stimmt. Anzeigenhauptmeister, 18, Millionär. Millionär. 18, Bro. Aber ja, das ist, glaube ich, unsere Zusammenfassung von P. Diddy. Von, ja, was er Hast so du noch gemacht hat. etwas? Also, was habe ich noch? Was ich noch wundernimmt, schreibt das vielleicht irgendwie keine auf dem Reel, wo man postet, oder irgendwie, wahrscheinlich nicht, aber schreibt einfach auf irgendwie keine Insta oder wo immer, kommentiert irgendetwas, so schreibt Du dir. kannst jetzt übrigens auch auf Spotify kommentieren. Ja, kommentiert sonst auf Spotify, wieso in dem Ganzen mit Diddy wird Beyoncé und Jay-Z auch so richtig reingenommen und auseinandergenommen. Ja gut, aber eben der Diddy... Also was ich weiß ist, Jay-Z ist ja, man sagt, bester Kollege von Diddy. Von unserem? Sorry. Also, look, das Ding ist eben, es ist ja nicht nur Jay-Z, es ist eben auch Ellen DeGeneres, Eben, Oprah. es geht so viel Das meine ich Namen, auch Bro. mit Rico, Bro. Die Leute gehen alles Loch. Es geht so viel Namen, Bro. Deswegen, ich bin nicht sicher, vor allem die zwei. Und sonst, Bro. Weißt du, wer immer überraschenderweise draussen ist von so Sachen? Immer. Immer, Bro. Ich weiß wer. Wer? Kendrick. Ah, Oder J. Cole. ich rede jetzt gar nicht so von so Big Names, Aha, okay, Names. sorry. Ich meine mehr so, ich bin überrascht, Bro. Zum Beispiel, jemand, wo ich immer denke, und der ist sicher problematisch, Bro. Jean Paul. Hey, Bro, Sean Paul. er ist überrascht einfach Der Musik am lebt machen seinen und lebt Vibe, Leben. Bro. Ja. Der lebt seinen Vibe. Er und der Ding. You're my angel, you're my darling. Tell him, girl. Wie heißt der? Keine Ahnung. Shaggy. Ja. Weißt du, er macht auch keinen Stress, Ja, Bruder. Mann. Voll. Ey, zum Abschluss, einen letzten Satz. Ja, du hast gesagt, du hast an die Podcast-Konferenz geredet. Und ich habe eine Einladung bekommen. Ich tue den Link in die Bio. Ich bin in Bio. Baden. Baden. Ich bin in Baden bei einer Philosophieveranstaltung, Ja. wo ich mit dem Benjamin Rauch, glaube Ah, okay. er ist Kantilehrer in Baden und wir reden über Krise in der jetzigen Zeit und Krisenbewältigung. Mhm. Es ist also kein Comedy-Event, es ist irgendwie auch am... Also wenn man brüllen kann man kommen. Nein, es ist einfach philosophisch, es ist einfach ein Gespräch. Es ist wie so ein... Ähnlich wie der Fokus-Podcast. Okay. Es ist einfach am 11 Uhr. Sonntag am 11 Uhr. Am Morgen. Ja. Das ist eine gottlose Zeit. Also wenn dort Leute, die unter 30 sind, kommen, top. Ja, habt kommt etwas bitte nicht so, also weißt, kommt nicht so interessiert, aber es ist nicht ein... Ich wollte damit sagen, wenn ihr den Link seht, ich kaufe nicht Tickets mit dem Gedanken, es ist eine Live-Comedy-Show. Sondern ihr seid dort am Philosophieren und am Reden. Genau, und mir ist das Gesprächszeit voll. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, auf Dezibel und auf alles, was noch diesen Monat ansteht, im nächsten Monat. Ja, Mann. Bald gibt es News übrigens, das gehört ihr jetzt da einfach mal die bis zum Schluss hören. Demnächst gibt es News für euch. Ja. Wir können nicht warten, rausgehen mit dem, aber sie kommen dabei. Cool. Und danke euch fürs Hören, danke euch für den Support, danke für eure Nachrichten und wir wünschen euch ganz gute Zeit. Das ist kurz und